Willkommen zurück hier zu Tales of Zestiria mit unserer kunterbunten Truppe, die ja jetzt hier scheinbar bereits die erste Prüfung, die Prüfung des Feuers, abgelegt hat. Aber ganz ehrlich, abgesehen davon, dass ich jetzt halt noch eine mystische Art einsetzen kann, amatisiert eben, fühle mich nicht groß verändert. Naja, das kommt vielleicht noch. Rosemein, wer an mir sein, bin ich das? Mit dem quatscht sie gerade, aber das ist ja egal. Gut. La 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 la. Auch hier auf jeden Fall gar nichts war. Mal auf Arte gehe bei Zoe und dann. Also mystische Arte Blitzgewitter, das kennen wir bereits. Dann jetzt amatisiert noch das machen. Ja, einfach mystische Arte steht hier einfach noch Flammenberge. Kommen bei Amatisierung bei SR4 oder höher einsetzen. Ja, okay. Immerhin schon mal eine mystische Art. Wollen wir ganz kurz. Nehmen wir das gleiche, war gut. Dann geht's zurück und mal gucken, was jetzt hier oben erwartet. Der Deninat Empos. Schon wieder wohlgemerkt. Oder aber sonst irgendeine neue Erkenntnis. Scheinbar noch nicht. Zup. Na, ich wollte gerade sagen, irgendwelche Gegner noch hier. Ja, also nicht alle können ein Level Up vertragen. Und mystische Arte! Einfach nur weil ich es kann! Alter Schwede! Sonst gut, aber schneller bin ich jetzt nicht, wahr? Alter, sie legt gleich nach. Naja, also eigentlich müsste natürlich schon eine mystische Arte, die jetzt so amatisiert einsetzt, schon einiges stärker sein, ja? Also eine, die jetzt zum Beispiel Rose einzeln einsetzt. Wobei ich mir jetzt auch frage, kann Rose amatisiert mit Layla eigentlich auch mystische Arte Flammenberg einsetzen? Wäre doch eigentlich noch eine interessante Betrachtungsweise. Okay, dann haben wir 2 Level bereits. 29, Alter, jetzt geht er voran. Jetzt sind wir aber richtig gut unterwegs hier. Ah ja, ich will wieder zurück. Das Armadillomon! Schwäche Wasser. Ja, kann man so nicht, wahr? Ich frage mich wohl, welche die nächste Prüfung sein. Also wir wissen ja, dass eigentlich alle Prüfungen, das vor allem die jetzt mit der Erde, glaube ich, noch war. Also Erde und Feuer waren irgendwie gemäß der Karte nahe beieinander. Wasser war ein bisschen hoch oben, das war sogar ein Highland drüben. Also halt hoch im Norden oben. Und die Windprüfung war, glaube ich, irgendwie ganz im Westen. Von dem her müsste die nächste Prüfung die Erdprüfung sein. Rein logisch betrachtet, aber hey, wer weiß. Da könnte es auch die Wasser sein. Wobei, die Wasserprüfung wurde mir schon mal irgendwie vorgewarnt quasi von Logi. Und zwar hat er gesagt, ja, ich werde sehr viel Spaß dabei haben. Ironie aus. Also in diesem Sinn, dass halt eher weniger Spaß dran haben würde. Folglich, es ist wohl eine ziemlich mühsame Prüfung, die Wasser-Quest. Aber gut. Wir sehen es, wenn es soweit ist. Das Armadillomon. Ja. Ist und bleibt schwächer Wasser. Und es geht ein Drachen. Oh, ist aber knapp. Ganz kurz switchen hier, das klappt sonst hier nichts. Ich würde sagen, wieso blockt er eigentlich ständig? Und Pfeilsturm! Au! Nichts gebracht oder was? Kam schon Angriff? Switch! So wie sieht's aus. Rose, du bist amatisiert mit Layla. Ihr habt beide 4 drauf, aber sie macht es trotzdem nicht. Okay. Und geht's gar nicht, wahr?
Diesel könnte noch, aber nee, komm, wisst ihr was, Leute, wir gehen wieder, wa? Das reicht. Okay, halt doch nicht, ich bin halt so cool. 4 und mehr, wa? Ja, ich meine, das ist ja, wie gesagt, mystische Adelserlernt und so von Layla, also aber das ist im Zustand, das ist ja geil und so, keine Frage. Nur frage mich halt, was bringt uns das bei Gegnern, das mal angenommen bei dieser Kalinalin war, oder auch beim Herrscher des Unheils. Die Domäne so stark ist, dass sie sowieso keine Chance haben, was zu machen. Ich meine, das ist da ja ganz schön uns, dass wir was machen können, okay, aber bringt nichts. Dann stellst du auch uns einen Geist, man sieht es nicht direkt, aber nachher sieht man es halt, dass die Seraphim halt trotzdem weißen wieder. Mit denen als verschollen gelten. Wow. Selber gesnitcht. Ach ja, 2 Amatisierung macht alles immer so viel einfacher. Diese braucht immer noch etwas. Nein, wir sind gleich da. Gehen wir hier raus. Aus diesem Haus. Oder wohl dem Tempel. Das ist schon gerade. Hey, höre ich was? Kann gar nicht sein. Hier ist auch nicht mehr. Okay, das kann ein bisschen verwirrend. Erstmal sicher aber speichern. Ah, Level 30. Geil, geil, geil. Jetzt geht es mal langsam ein bisschen vorwärts. War immer bereits der 51. Part, Level 30. Okay. Hashtag langsam. Okay, gut. Wenn wir nach vorne hin war. Dann haben wir das ein bisschen mit Dings gucken hier, wegen Ausrüstung und so weiter. Da haben wir auch schon geschrieben. Gut, ist zwar schon ein paar Folgen her, aber trotzdem. Also wir haben geschrieben von wegen, da wegen Ausrüstung machen, so dass das Offscreen machen soll. Ich denke auch, das kann man teilweise ganz gut machen. Zum Beispiel irgendwelche. Hallo? Ah, jetzt. Irgendwelche neuen Waffen halt kaufen hier oder Offscreen, die auch ausrüsten, aber halt natürlich nachher zeigen, onscreen, was ich da gemacht habe, welche Waffen ausgerüstet habe und natürlich auch die Verschmelzung, also das halt alles zeigen. Das müsste, denke ich, ganz gut gehen. Jetzt noch ein bisschen dümmer, weil ich gerade erst dazu kam. Oder ein bisschen Apfelgummi. Oh, nee, ich habe gesagt, ich will auch sowieso ein bisschen reduzieren, war wieder. Und ein bisschen Trank des Lebens, kann auch nicht schaden. Dürfte eigentlich auch nichts haben und bereits alles gemacht. Ja, vielleicht hat er was zum Verschmelzen. Genau das, weil natürlich, ja, wir können gar kein Amphibol-Schwert tragen, also für ihn das Verschmelzen, das bringt ein bisschen was. Auch hier ist es Ähnliche noch, wa? Ja, war es ein bisschen einfacher. Wie gesagt, einfach als in der Hinsicht, die können sie wieder so auseinandernehmen und sagen, ja, der braucht das Item und das und so, aber man kann es ja auch ein bisschen zu sehr machen. Okay, Giftwehr, das macht beides die Verteidigung. Ich weiß, mach es einfach mal so. Guckt nachher, weil dann haben wir das Gefühl, geht sowieso ein bisschen schneller, wenn ich es so mache. Direkt verschmelzen, nachher ausrüsten, vor allem gucken. Hier natürlich das gleiche nochmal, bei einem Ansturm, zack. Ja, ist fast schon perfekt. Ja, wie gesagt, offscreen geht es natürlich nicht, weil ich ein paar das begonnen habe, aber künftig das irgendwie so deichseln kann und abpassen kann, das ist natürlich eine gute Idee. Geht natürlich ein bisschen schneller hier, ist kein Problem. Ja doch, wa? Also hat hier etwas bei den Ohrringen, der irgendwie neu war? Ah, das hier. Ja, der Verteidigung steigt, so der Rest, sinkt alles. Nee. Hatten wir auch schon, dann sinkt natürlich Defense alles mögliche wieder und leider braucht, wie gesagt, keinen physischen Angriff. Also, hoffe ich zumindest, wenn ich mich da irre, dann
Bin ich selber schuld. Oh, das klingt aber auch grausam. Gift wird +1. Ganz kurz mal gucken hier. Naja, aber 16 runter, das ist schon heikel. Andererseits müssen wir Defense, vor allem Fokus. Da braucht sie auch ein bisschen, wa? Der verlangsamte Schild +1. Oh, da steht aber irgendwie defense-mäßig aber alles ziemlich. Ach du Scheiße. Hä? Jetzt mehrere davon nehmen, nur das war. Ja gut, nee, schauen wir uns später dann. Das mal hier. 試練はなんとかなったよ。きっとこれで枢機卿の汚れに対抗できる。昔のフォートンは誰より責任感が強く熱心な信徒でした。その彼女がなぜ、いや、私が言えたきりではありませんが、人の心と汚れ難しいね。いつかわかるといいんだけど、心を救う方法が。そうだね。あなたならきっと。Zoe, und die spürst du nicht? Die stand bloß da oben. Alter, hab ich einen Schreck gekriegt hier von wegen. Oh nein, jetzt geht's wieder los. Statt der CAG-Bericht, ja, ich schätze, irgendwie aufgehalten, aber gut. Was sonst noch etwas Wichtiges hier, was ich noch machen kann, machen muss. Wie auch immer. Ne, Kohle ist gut, Waffen. Kann bei Gelegenheit noch ausrüsten und so weiter, ist auch kein Problem. Die Plauderei nehmen nicht, weil, wegen dem Spoiler-Alarm, auch schon mal erwähnt. Gut, gehen wir. Zu Sergei. Gerade haben wir auch schon. Überleg doch hier nochmal irgendwie trainieren. Solo direkt per Schnellreise zurück, wa? Ah, das ist der Baum. Der Baum, der Baum! Ja, machen Schnellreise. Der Hundeflüsterer. デゼルに剣謀があるんじゃない？それはいかんな。会話してるぞ、犬と。私らも普通の人から見れば似たようなもんでしょ。犬と一緒にするなよ。犬は同じだと思ってんぞ。いい意味でな。犬って大人だね。なら僕も大人ってことにしといてくれ。Naja, wenn du meinst, Miklio. Oh, Entschuldigung. Ich wollte ja schnell reisen. Ich habe noch ein paar Dinge, war. Ort des Bösen und so. Also hier war. Hier sehen wir es, war. Der Schrein der Feuerprüfung. Eben der Wasserprüfung muss irgendwo da oben sein. Wo? Kannst du immer gut hinkommen, was irgendwo da oben ist. Der Erde muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wieso habe ich die andere Stadt hier nicht drauf? Genau, Pendragon, aber da. Der Domäne vielleicht? Hm. So, speichere nochmal, man weiß nie, was alles passiert. Dann herrscht Unheils gesehen. Rechts von ihm war, glaube ich, die Dame, die wir aus dem Intro kennen. Und daher, jo, wird es vermutlich gleich mal interessant. Oh! War schon sehr früh da, da ist nie ein gutes Zeichen. Oh, どうし殿。教会が白王騎士団の討伐を皇帝陛下に奏上しました。偽同士を報じて反乱を企てたトガとのことです。対応が早い。ゴドジンのことがもう伝わっているのか。俺が関わったせいで。スレイは偽じゃないでしょ。口実よ、口実。詳しくは騎士団島で
団長がお待ちです。 Das habe ich vor. やはり油断できない相手ですね。上等だぜ。こっちの準備は整ってる。 Eigentlich theoretisch auch, aber uns sind noch 3 Prüfungen. Ich glaube, wir sind bereits stark genug sind für die Alte. Und ganz kurz hier. Vielleicht ja schon irgendetwas Neues, was irgendwie... Nö, war. Die vorhin übersehen, oder sind das echt neu? Wie ich weiß, ich kauf's mal, danach kann ich Offscreen gucken und es euch dann in der nächsten Folge präsentieren. Nochmal ein Giftwehr, obwohl es nur für die eine Verteidigung, also nur für die Art der Verteidigung da ist. Widerstandsschuhe. Ja. Nö, bitte nix. Gut. Jo. Gehen wir über das Ostviertel dahin. Windschreiten von unserem guten Dessel. Geht nochmal oder wie? Ja, da ist der Turm. Sonst nix, war okay. Slay、よく無事で。枢機卿が騎士団の討伐を言い出したって？ああ。きっかけは先ほど届いたこの手紙だ。我、ボリス・ストレルカはフォートン枢機卿の異端儀式を目撃す。枢機卿は教会神殿で邪法を用い、ペンドラゴに降り止まぬ雨を降らせている。枢機卿が雨を降らせてただって？冗談でしょ？可能だろうな。あれほどの領域を持つやつなら。大陸を動かした天族だっているんだからね。大陸を動かす？スレイさん、今は続きを。フォートンこそ帝国と民を呪詛する横島なる者なり、我はすでに枢機卿の呪いに囚われし、工事は兄セルゲイと仲間たちに託す。ことここに至った以上、枢機卿と戦うしかない。スレイ、教皇様、そのことでみんなに伝えなきゃならないことがあるんだ。そうか。あの方は戻られないのか。勝手に決めてごめん。教皇様が戻られないだって？後ろ盾なしでどうすればいいんだ。これは裏切りじゃないのか。騎士団こそ帝国と民を守る盾だったはずだ。今の事態は我々が自分の責務を教皇様任せにしたせいで起こったのではないのか。誰かに頼る前にやらねばならないことがあるはずだ。我らが獅子の剣にかけて。はっ、獅子の剣にかけて。また枢機卿の相手は普通の人間には。ここまでで十分だ。スレイにまで教皇様と同じ苦しみを背負わせるわけにはいかない。スレイさん、民のためとはいえこれは正装です。そうだろうけど。じゃあこうしない？私たちは枢機卿が本当に雨を降らせてるのかどうか調べる。その間にセルゲイたちは騎士団を信じてくれるよう皇帝を説得する。結局スレイが枢機卿と戦うのではないか。目的は謎を調べることだよ。知りたいでしょ？ああ、知りたい。雨を降らせる力があるのかどうか。すまん、危険な役ばかりさせてしまう。危険なのはそっちだよ。枢機卿の要請が通ってればアウトだし、皇帝を説得できなくてもおしまい。説得できたら枢機卿を捕まえられるよ。きっと必ず説得しよう。民と友のために。Wahre Worte. Tja, suchen nach ihr, schön. Sie liegt also in Regen. Die Frage ist, warum? Ich meine, wie dürfte klar sein, durch ein Wasserseraphim? 弟だったわよね、セルゲイの。枢機卿を探
っていたんだ。命がけで。セルゲ、冷静な顔をしてたけど。 Aber eben die Frage bleibt, warum tut sie es? Man, was Satz davon ist ja nicht so, dass irgendwie irgendwer verantwortlich ist, gleich in eine Überschwemmung gibt oder so. Dafür wäre es noch ein bisschen früh. Blöde Frage. 私はかけてみてもいいって思ってる。レーゼルはどうかは知らないけど。見張りもいないとか罠っぽすぎるね。Ja, also mir gefällt es auch nicht. これなら思いっきり暴れられる。言うね。 Kuckuck! Bin da, wer noch? Ups. Kitazo! 前みたいには。よし。いいけど。 なんて汚れだ。枢機卿についているのはまさかマオテラス。すぐ近くにいる猫の真似をします。ニ領域が復活したのかと思った。滑るネタを言うのも制約。今のは結構とっておきだったんですけど。多分マオテラスじゃない。根拠。 マオテラスと同じ五大神ムスキ配下のエクセオがあの強さなんだ。この領域も相当だけど、エクセオと桁違いというほどじゃない。なるほど。論理的だね。珍しく。Dissel, alles klar, oder hat er gerade über Lailas Witz gedacht? Ja. Das stimmt, den Rest, wie gesagt, machen wir später, sind vor allem teilweise ein bisschen Sidequesten. Okay, Leute, bringen in die Tiefen der Schreinkirche ein. Oha, bereits der nächste Dungeon. Eine Prüfung bestanden, schon denken wir, wir sind Gott. Ja, ist ganz schlecht. Naja gut, wie gesagt, eine Prüfung, das war ja auch die Prüfung des Geistes. Das sind nicht diejenigen, die dafür sorgen, dass wir halt eben so starken Domänen gefahrlos betreten können. Wobei es für mich die Frage aufstellt, wenn das also, nehmen wir das war ja Stärke und Geist. Was bringt denn Wasser, Erde und Wind noch? Ich meine, zwei der Dinge hätte vielleicht noch. Vielleicht eine Idee, aber ansonsten. 村長さん、この文章全部暗記してたんだよね。よくやるな。同志に4つの非力あり、すなわち治水、花風。祖は災禍の剣手に対する剣なり。村長さんが言ったやつ覚えてるの？大体だけど案外得意だよな、そういうのは。ごめんスレイ、ちょっと尊敬。なんで謝られた？しかし結局同志の非力って何なんだろう。自然は治水花粉の4つで構成されています。そしてそれを司る最古の天族たちがいる。馬シや雨の地、ムスヒ、早日野だね。はい、グリーンウッド大陸のあらゆるバランスは彼らによって支えられているのです。そこまで行くともう神様だよね。実感ないけど。それは僕たちも同じだ。天教術の源の彼らのはずだが、意識することはないものな。五大神とはそういうレベルの存在なのですわ。おそらく非力とは彼らの加護を得て治水花風の力をより強く発現させるものなのでしょう。災禍の剣手に対抗するためにか。すごい力だけど戦いのためなのは残念だね。 Übrigens, es wird die ganze Zeit erwähnt von 5 Herrschern, aber trotzdem wurden gerade nur 4 namentlich erwähnt. Also sprich die 4 von den Elementen. Was könnte ja sein, dass der 5. ja vielleicht sogar der Herrscher des Unheils ist? Nur weiß es keiner von Ihnen gerade. Meine Variante wäre es. Überraschen würde es mich auch nicht.
Nur halt eben schade, dass hier nicht die Namen von Ifri, Gnome, Sylphen und Undine verwendet wurden, um eben eine Anspielung auf ein Tales of Spiel zu haben. Ich meine, klar, Naturelemente sind in allen Tales of Spielen vermutlich mal vorhanden, aber es trotzdem hier sonst erwähnt wird, naja. Aber trotzdem, Freunde, es weitergeht hier bei Tales of Zestiria mit den 4 Elementen und der Kardinalin, und ich schätze mal, wird auch noch der Herrscher des Unheils beim Auftauchen, müssen wir wieder abhauen und so, den nächsten Schrein aufsuchen und so weiter und so fort. Das hoffentlich dann in der nächsten Episode hier auf diesem Kanal war. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.